Majo an der Wege mat an derem Haut Freuden fir en neuen Opening. Es am das der Läng beschatlächt geschwert, Dees man jo die katastrophal Pokémon Center Köch in London opgemet hatten ass Amerika Preis. Salut, willkommen. Min als fir de Sonnebrüllppe gëtt haut wirklich Goldescheit, gëtt Sonneschlenke am Dezember. Dit sei leiich schon de gesidet, dat das 25 Joer Golden Box aus Japan, die Teile an Europa gouf. Ich kann erklären, wann nirgends bisschen an hier dreht. Die hatte ich über pokecorner.de mal gesnackt so. Und für die zu kriegen als schwierig, weil wenn hin annonciert Pokecorner Verkäufer, der die auch online aus für zu kaufen, da musst du wirklich an einer Minute sehr gucken, ob sie zu kriegen, das sehr wieder verkauft. Eine extrem limitierte Box. Der Preis lung Demos bei die 300 € werden auch nochmal 300 € leiden. Ich habe für den Club Erik. Da sind Sachen dabei gewesen, mit 1000 € mit Leute schon froh dafür. Wahnsinn. Das eben so Sachen lesen, mal was sieht. Wir machen einen YouTube-Channel für ihr, das kannst du aufdenken, da geht was gucken. Und der Zeit, wo ich schwätze, merkt er. Aber nicht könnt ihr zu machen. Aber jetzt abzumachen. Ganz schwierig. Ja, dann merkt ihr auch drin, weil das als Japan könnt. Wie gesagt, als Pokémon-Zentrum als Japan. Aber ich bin direkt weg. Oh, der Tisch war hier mal japanische Karte für uns. Du müsstest japanische Karten noch drauf machen. Okay. Das sieht man nur gleich. Da sieht eine Differenz, weder zum europäischen, respektive amerikanischen Marché auszuwählen, wenn man da doch eine Karte gemäht. Das war dann nicht offiziell, ja, ich denke, der Europa mich schon aber gedurcht, für das Projekt verfeinert und für das Raufschnitt für das Projekt verfeinert, fand da doch eigentlich auch viel präsentiert. So, und du beschreibst ein bisschen Erik, was du am Kopf hast. Ja, also gesehen hast du den neuesten iPhone. Und also war voll mit Pokémon-Karten. Ich weiß nicht genau, was dran ist. Du weißt es vielleicht. Ja, ich weiß es. Aber ich bin gespannt, was Ja. die Japaner da guten an mir nicht. Ich habe nicht mehr Pokémon-Karten gesehen, mir das letzte, wie man es gleich aufnimmt. Also, dort gesehen du ein Kurswerk schon beim Erik, ich habe schon mal das Probier geguckt. Ich habe mir vorgestellt, ob ich mal das so wirklich so lehnen. Die werden nur gesehen, wieso ich es mal so. Okay, dann meine ich noch mal ab, gucken wir mal ran. Oh mein, oh, okay. Ich weiß nicht, ob ich das Video schon gesehen habe, aber. Uff. How geht das Göllen? Ich darf noch nicht auf die Tastatur, komm, sonst geht das Video. Das schauen wir mal tun. Dafür machen wir die Videoreihe, machen wir den zu mit freier Hand, das geht auch fast. So, du hast den kompletten Starter. Wie sieht der Leute hier an der Mütze, also? Der komplette Starter-Set quasi für uns fängt mit der Pokémon-Karriere. Ein Deckbox für den Teppich, also noch ein Teppich dran. Du kannst alles loben. Oh, okay, ich gesehen, den Teppich leid so. Ich brauche nicht mit so zu sehen, nein, alles Okay. drauf. Dann Ja, gucken gucken wir jetzt mal alles an. Zeig mal bei der Teppich an. Ich muss halt immer den Kurve treffen. Wohnkolan steht auch so nicht schwer. Ja, okay, du könnt dann nur gleich ein Playmat dran, die ihn halt schon lange gesehen. So, und da ist auch ein Metallverschluss, den Erik nur drauf gemacht und so gemacht hat. Wie das alles verfüllen das. Nice gelegt. Komplett die Batterie drin. Der Erik den halt bis in den Project Continent auf die Welt kommen sollen, wo der den Nintendo. Okay, der ist heftig. der ist heftig. Kann man gleich Wir kaputt können so machen? hochfallen. Du gehst mal weg, ja, ist lieber das Teil legen, da sieht es auch ein bisschen groß effektiv. Ich würde noch sagen, ein bisschen Heichstadt zu legen, das ist auch alles gesehen. Okay, also der ist wirklich genial. Weil auch sie dann mal wieder eine Turmwäsche machen, da so oft.
ganze Gesetz das vielleicht bisschen klein wie als der Tor sind so die Standardgröße von den Trainer Lehrerin oder Nasen Ja, das heftig. Also, wie gesagt, mir gesehen, so viel Goldsachen kommen darüber. Ist ja, so, also uff. ich hoffe nicht, dass das haut, also haut das kein How kein Trash. Trash. Ich mache vielleicht ein bisschen Trash-Talk mit dem einfach wie Japaner und Asiaten generell gut tun. Natürlich Nintendo und Pokémon wird Origin an Japan, an Asien, Länder so gefunden und das mitgenommen halt. Das ist mir wert, okay, wie die europäischen Geschäfte. Das stimmt. Leider kommt es für uns, wir müssen ja wie gut wie ihr schon klein Also, voilà, du gehst da ran und dann Okay, hast du das schön ist proper so. verpackt. Du musst auch wirklich mit Kraft, die du abkriegen. Also nicht, dass das einfach so. Ja, genau, also das Schätzschwert ist verschafft. So, dann kannst du uns zack. Dann hol mal Die Schalen neu haben wir mal da drin. ist so viel dabei. Die mal proposieren und hört mal einfach alles reißen und kannst nicht Ja, genau. Das ist Dann mal die irgendwie Backbox. einfach mal gucken, mal alles Snap by Snap heuert. Und Sleeves auch noch, also die Ja. komplett Rotwürfel sind auf. Okay, die Würfel haben mich schon gerade ein bisschen gut. mal kann ich Ah, eben ganz schon jetzt speziell so, Booster-Pack. das sind extra Booster-Pack, das sind die japanischen Versionen. Da müssten normalerweise immer ein Kartschüss draus in der Okay, und die sind wahrscheinlich auch alle vergöllen. Okay, ich denke, wir fangen dann halb mal mit den Würfeln an, weil die relative Gewicht tun. Das sind Metallewürfeln. Das könnte das auch Pokémon so Würfel genutzt. Gehen dem auch schon so speziellen Satz, da sieht sie noch ein bisschen vergöllen, wie sie so nice. Das sind auch spezielle Würfel. Ich weiß nicht, wie das Spiel das mir das führt mit dem Angriff zu denen, ja? Ja, das was eben viel gewürfelt an Chance zu sein, was am Boardgame, an der Trading Game von man den Deck schaut, mit Schäden auf die Karte so setzt, kannst du an die 12 Würfel oder kommt dazu, da kannst du so viel Damage machen, und ich sehe auch Damage-Punkten. Ich selber spiele noch nicht mit, da sind eine coole Gimmick so und schon mal. Die Würfel sind wirklich cool, Die ja. sind wirklich cool. Das Auch sind so Counter, ne? So für die einzelnen Attacken und so. wenn du sogar nicht brauchst, ich meine, trotzdem für jedes Spiel kann ich so geile Würfel immer gebrauchen. Okay, dann meinst du direkt an hier ein E-Tweet, weil er ist für alles gesucht. Ein meist normal, wenn ein E-Tweet sieht mit Würfeln dran zu machen. Ja, ich meine, Und noch hier schon mal den schönen Golddesign. Ziemlich cool. Und du hast mal zwei Gefahren. Kann man Würfeln dann auch trennen. Ich weiß nicht, du gehörst wahrscheinlich auch Münz ran. Am Pokémon-Kartenspiel geht ja auch nach viel mit der Münz gespielt. die werden wahrscheinlich auch da können dran, ich weiß nicht. Kannst halt ein bisschen an hier auch regeln, Mensch, was ich gesehen habe. Ja, die passen nicht alle an die eng an der Gefahr mehr. Okay, ich denke, das erfüllt trotzdem seinen Zweck. Okay, ganz cool. Auch natürlich noch mit dem Magnetsmechanismus, also wirklich ein bisschen höchstwertig Ich sehe verpackt. auch wirklich Logo und dann kann Klänge mit all den Items, also mit den Typen und auch Heimer da einfach schön an länger. Man kann so ein bisschen den kameramäßig Gewerk ein bisschen genug zu. Das ist schön gemacht vom Design. Ja. Okay, und dann haben wir halt Sleeves, die auch an dem kompletten Golddesign kommen. So, das ist noch ein bisschen kompliziert bei der Kamera. Ja, also Gold Pikachu Sleeves, die packen schon nicht aus, weil die wahrscheinlich schon High Hot und Half Flayen. Ja, ich gebe mal so eine Und Lust, die den noch einfach halb drauf, tragen. auch als Smart-Sleeves benutzen, das ist auch so eine coole Gimmick. Und es müsste eigentlich auch so viel Sleeves für das, für den Deckbereich, das ist schon so ganz professionelle Spieler, was gehst du so auf den Turnieren mit den vergönnten Sleeves. Okay, apropos Deck, da bin ich ein bisschen gespannt. Was ist genau ist das? Das hat ein voll spielbar Deck, was man Hilo für uns oder. Was nicht so Standards hat effektiv Sinn. Ich Also, muss das mal ist gucken. schon so ein Ready-to-Play Wir Pokémon können Deck. einfach durchgucken, bin ich muss gespannt. da aber auch sehen, aber wir haben da eben noch einen kleinen Highlight auch. Pikachu das- Goldkarte. Weil er mit einer Goldkarte, die man auch dabei hat. Dann werde ich direkt, ich kann ein Klasse machen. Da werde ich probieren, ob ich das vielleicht heuer. Die sieht ein bisschen wie hart, Sieht ein wie bisschen normale hart. Karten. Wollte ich da eben nur weisen, dass das vielleicht heuer mit der Tele nicht so gut. Wie vom Gefühl her, also da haben wir und plus gesehen, wie die japanisch sind. Ich kann einen europäischen Beweis für den klaren Unterschied. Und halt gesehen, dann eine japanische Karte. Eine Spezialkarte, die ich Pikachu dran will, und die ist so viel wert, dass man sie direkt an unsere Beine machen. Du kannst auch gerne in einen Kommentar mal schreiben, ist das mit die immer den gleichen Effekt oder ist das eine ganz spezielle Pikachu? Das ist ein ganz speziell Pikachu mit einer extra Attacken, ich kann leider kennen. Ah, okay. Ja, da muss die japanische Expertin ein bisschen gucken.
der ist extra, da bist auch am plus Unterschied vom Logo von 520 Jahre. Bei ihnen aber Eis. Bei uns, und wir machen die trotzdem Lum und Hai sehr high am also Beine auch, weil das ja rein speziell. Ja, das gehen wir hier eine Sammlung Hai. Klar, da sind auch viel Pikachu und mysischer Welt, der Pikachu dabei legen. Und dann gucken wir da und direkt in der Mikes in der Kollektion, da sieht er dann den läuft definitiv am Album dran. Okay, na dann gebe ich schon die Karten auspacken. Wie oder kannst du machen? Du sind nicht gespannt, ob das komplett Deck göllen ist. Falls ja, das ist ziemlich witzig. Ich fand, das ist natürlich schon den Tritt nicht lassen. Ja, wahrscheinlich seitlich, du kannst ihn noch jetzt sehen. So. Und da guck mal doch an. Okay, ich habe schon ein bisschen gesehen. Nicht alle das vergöllen, aber ich bin gespannt, was Heilo dabei könnt. Hier ist auf jeden Fall mal ein Pokéball, das ist wahrscheinlich sein Trainerkarte. Und da geht Job proposieren, cool die Trainerkarte ist mir speziell. Der hat nur lassen und noch ihn an den Beinen da dran machen. Da geht es direkt, lass mal deinen Pikachu. Oder du kannst durch alles Karten dran machen. Ich mag Karte. Hier bei an den Beinen, damit wird verjänger der Karte nur noch bei Oh, okay, das scheint wirklich ready to play zu sein. Wie cool. Ich da kommt Pikachu. Sind wir 3 Pikachu? Pikachu-Fans kommen heute zu ihrem Hirsch. Geil, gell? Okay, ich weiß gar nicht, ob es so ein Thema komplett Pikachu-Deck gibt, aber ich habe immer so pur Decklist angeguckt, weil Pokémon-Spiel relativ interessant ging, als ich die letzten meint. Und wenn du so Deckliste guckst, da sind ein paar witzige Decklisten dabei. So hast du aber noch nicht gesehen, dass nicht mehr Pikachu da dran sind. Ich würde proposieren, wenn du die Karte bis noch in Europa. Ja, genau, das ist Du musst mal da rumhängen und du kannst nach halb 4 Uhr meine Löse hoch. Legt mir eine ganz Pikachu-Familie, du kannst diskutieren, was Pikachu eine Maus, ein Rat, ein Hamster. Also eine Maus. Verschiedene Leute noch ein Pikachu, ein Katz, das Job schon wieder. Okay, das. Da war doch, man konnte etwas zerstört gehen. Schuh steht am Funk für Maus am Japanischen. Doch, weil er reicht auch geschafft. Okay. Sieht er eben, dass er Brett für zu spielen. Dann haben wir den Trank 2 Mal. Den Superball haben wir 2 Mal. Der sieht halt das Holo Reverse alles. Das weiß ich schon nicht, weil das. Trading. Trading. Man falsch sind getauscht zu machen. Danach etwas komisch, sein Bohrmaschine oder so. Weiß ich schon nicht, weil das. Müssen die halt Spiel auch wirklich spielen. Teleskop, Detektor, ich weiß doch Dann haben wir Pokéball. Das ist eben für uns um Nuken, das ist ein Spruch, die wir nicht direkt verstehen, aber das ist aber eine coole Gimmick für das in der Sammlung zu tun. Dann ein Charakter, den ich auch nicht kenne. Das ist normalerweise von Galach, die alte Poké. Also, wie soll ich sagen, die alte Professorin, sie war schon nicht ganz ihre, wenn ich da so Design gucke, kennt ihr das, aber sind schließlich leider noch nicht ihre Nummer. Okay, und der zweite ist halt den Rivale, ne, aus Galach. Ich merke doch, dass schon auch ein bisschen ihren Druck an Druckhut wird. Also ganz cool im Design. So jung an seinem Pikachu-Pyjama. Ich meine noch plus am Gen 4, den oft Pikachus Trainer so, den dort für das Gegner Grad zu konstruieren. Der ist auch Gen 4 gespielt. Gen 4 hat den. Ja, so Pikachu-Kanal. Gen 3 war das, ja. Meine ich. Ah, ich weiß nicht mehr. Die sind immer ein bisschen. Diamanda Pearl. Dann verstehen wir es mein John besser, du müsst noch so Leute drin stehen. So, dann den Rivale, ne? Müssen Hop sehen, wenn ich mit dem Nummer genau. Ja. Und dann haben wir hier ganz speziell Elektro-Elemente. Und zwar, die gefallen mir ziemlich gut, weil die haben so Gold-Foil. Wie viel sind das da? Jo, brauchen eben viel her nur für zu spielen. Okay, ja, das sind ein bisschen viel. Ich will mal schätzen, dass da aber mit 20 Schwerte Seebahnstadt oder so Werkheit kann schätzen oder Monst 15. Weil das eben da so ein Deck, wo 40 bis 40 Karten mit dem Do, also das eben die Base-Set, da müssen mal 40 Karten sehen. Da kann man noch 20 Karten für sich so dran machen in den 3. Okay, kann man natürlich auch sehen, dass ich so verschwärzt habe, immer 40 Stück bis aus, wie selber so immer garantiert sind. Da sind auch mit japanischen Karten ausgesehen. Es sind alle Schmeckfans, die immer besser am Holo-Format wie die europäisch. Aber denken ich, dass wir alles mehr einfach wie sie an Europa zusammen, weil den Hoch bei der ganzen Geschichte aus Perspektive gewissen Zoll muss ich noch bezahlen. Und hat die Chance, wenn es über den Deutsch geschafft, die noch japanisch Sachen, beziehungsweise das Karten, dann trotzdem.
mal dann noch ein froh und Leute, die halt auch wirklich Pokémon-Spiel spielen. Das deckt du, was das so spielbar oder funktioniert das nicht so gut, weil ich weiß, dass ich weiß nicht, wie sie hieß, Mary, also Privalin ist das 8er Gen, die ist im Moment eine relativ gut Metakarte. So, und dann haben wir einen Deckbox sei. Da kommen nur Karten dran. Die kannst du erklären, was auch machen. Da sieht auch einfach Qualität von Bannen, wie die dann ausgesagt wirklich auch. Wenn es da am Land gibt, so ein Karten, ich meine auch, du gehst da an der Jugendszene, was da auch bei 10 Euro locker dabei. Ja. Die da dran sind, kannst du auch Kartenscharösch dran machen und dann kannst du Das ist aber relativ groß. Die kannst du groß nicht ich meine, das gehört auch kann ich so dran machen. machen. Da kennst du sogar noch den Bedenken hat Karten an einem Sleeve dran. Ja, genau, die kannst du schon noch dran haben. Oder wenn es noch keine 20 Karten dabei machen. Okay. So gesagt oder nicht. Wir sind aber auch noch rein, was wahrscheinlich nicht zu Coins, die können wir nicht schweißen. Die sind auch vergöllt, kann ich also also ein Göttercoin, ein Klostercoin. Da hast du dann eben eine Verletzung, Verwirrung oder so kann das benutzen und dann noch so ein extra Coin. Okay, die Heizwürze sind Metallen und die Heier sind aus Plastik. Ja. Ja, das ist die Coin, die halt geheilt wird. diese Karbonatur und okay. die Coin kann man ein bisschen Minuten. Wo gehen ich ist, da kann den nicht, ich gucke just, wie ich zu nehmen. Voilà, da kommt dann für bin ich dabei. Ein extra für 25 Jahre. Pikachu an der Versi. Den er doch oft muss benutzen wird, das viel gewürfelt, viel Carbon dazu. Ja, ich persönlich noch nicht so die Pikachu aus den Pokémon-Fan für Games zu gehen, für Kompetitivkarten spielen, da sind schwerer Sammler, weil ich meine, du kannst doch denken, wenn es da immer muss ein Plug Carbon dazu deine Attacke machen. Das hat zum Schlagbase. Was auch cool ist, ne, das ist mehr Schicksal, was entsteht, wie gewöhnt. Da gibt alle Kartenspieler. Da hast man Glück bei der Sache. Okay, das war ein ziemlich cooles Set. Da kommen wir los zu den ganz speziellen Boostern. Ja. Du weißt, was dran ist? Das sind am Anfang dynamische Karten wie in Europa. Just heute misst normalerweise immer just ein einzige Karte draußen an den Booster. Und das ist immer ein von den Retro-Karten. Du kannst aber Job machen und wer sie blamieren können. Normalerweise, wenn ich vielleicht just mal gucken, ja, bin die just zeitlich ich gesehen, du hast so... Okay. Kleine Schlitzer. Das sind eben die japanische Karte, die sind auch ein paar Bomben. Aber da muss ich schon extrem aufpassen, nicht an dem Kart schon jetzt ein Eck schädigt oder so. Nee, ich könnte schon richtig gut gemerkt, dass es so perfekt abgeht. Weil ich habe den gewünscht, für Karin in Europa zu zeigen, dann ist die Karte schon irgendeine gute Kraft. Aber ich gebe mal so. Das ist auch so speziell Gold Birthday. Ja. Dann, wie die japanische ausgesehen hat, ich gebe mal so. Also der Sammlung hören immer die europäische Stand dabei. Da gibt es immer Differenz, wie der das gesagt, eine gute Vergleich immer zu machen. Kommt noch ein bisschen Minot. Also das ist die Geburtstagskarte, die fand ich mir cool. Da schreibt er seinen Geburtstag drauf, seine Nummer und dann wird einen speziellen Effekt auf den Dach, wo ihn halt da Geburtstag wird. Eine ziemlich coole Idee. So etwas wird dann am Yu-Gi-Oh! Werde ich halt spielen, nach nicht. Mit Pokémon wird du relativ viel Kreativität. Da können wir wirklich diskutieren, sagen wir mal, die Karten noch, ich gebe so, nehmen wir halt bei 5 Karten gut an Erinnerung. Du meinst ja, ob der europäische respektive der amerikanische Zeit zu sehen, und will dann ein kleines Bonus am Projekt, wie die an Karten eben am japanischen Ausdruck, an den Werten, die 5 Karten in der Woche und weiter machen. So, dann haben wir hier den Lipomentas, meine ich, mit den Häschen. Das ist der Playdol, den Lipomentas auf Deutsch, den einfach mal als Vergleich. Die Karte schießt auch gezogen, eigentlich so mal als Vergleich dabei, das sieht aber ein bisschen so auch wie den Holo-Effekt. Ja, der Rand ist viel mehr. Der Rand ist viel schön und auch der Holo-Effekt, ich meine, die Seiten haben eine Differenz dran. Und dann wird die noch ein Logo, mit dem Pikachu gehabt, und sie haben die 25. Ich meine mal bei hier in Holo-Effekt, das ist viel übertrieben wie nur im europäischen, oder so, wenn du ein bisschen ja. den Ruf mit der Karte, da gesehen wir einfach viel mehr. Ah ja, das ist viel mehr Bubbles, viel mehr Bubbles ja. Sehen, ja. Voilà. Okay. Da sieht mal gut Vergleich. Naja, dann nächste Booster. Ich hoffe ja auf ein Filinara. Du mal Garados. Ah, okay, das, ja, okay. Die Retro-Karten, das heißt, 25 Karten, die man sehen. Und ich hoffe mal von den Leuten, wir können verschiedene Karten schön noch natürlich schon heraus. Da war ich ein bisschen geflasht von dem Garados, dem ich ein bisschen Karte gedauert. Da wo man dann den Garados neben den Leihen.
Und auch da natürlich ein Holo-Effekt in Viel mehr Insane übertrieben. ist. Wo kommen die Karten hier bei uns? Sie von nice, also die immer ja im YouTube-Chat auf den Rupp gemacht und mal so. Das sind Das die sind Weißkösten, du. Die Weißköste, oder? Okay. Gut, die werden schon im Raum. Mir liegt sie dann einfach ja. Wenn wir noch, wenn man will, dann kriegt man auch japanisch Zeit auch machen, nee. Ich glaube einfach so, für uns, die Europäischen, aber besser machen. Oh, wo Wenn man die steht. Dollar 200 schön, aber du kannst da keine Karte. Die haben wir noch Da nicht. werden wir immer nicht am Europäischen, dann trotzdem eine ganz schöne Karte. Und es müsste weil eine von den 5 teuersten Karten sein, die du kannst kreieren, an der ersten Set. Auch als japanisch Karte? Also die Auch als japanische japanisch Karte, Okay. also schwer sowieso, die werden bitte nur angeblendet, wie viel die wäre das, die japanische Karte, und die ist ganz schön. Also das ist shiny nach Tara, Ja. ne? Genau. Goldstar-Karten, die früher gehecht, die du, die selber ist so schwer open. Normalerweise muss die Dose und schon notieren. Ja, den hast du so Den hast du angedrückt. angedrückt. Ah ja, okay, ich kenne die ganz schlecht, weil das so auf einer selber Mhm. Bubble auch noch gepresst ging das. Aber okay, der ist relativ Ja. nice, das ist mein persönliches Highlight vom Set. Da kann ich, wie gesagt, leider kein Weise mit dem Projekt noch nicht gut. Wir machen noch Kurs hat später ein Club. Nee, boah. Also aber schön, die am japanischen mal zu tun. Und der Teil für den Trainerkarte zu gehen. Ja. Mit einem Imposter-Eich. Das war ein bisschen ironisch, weil du warst auch Ich war den so gezündet. du warst den Jäschke gezündet. Das schon bald. Lagerset. Ich will wirklich geguckt, wenn das wäre dann schon. Als du gucken, das war 14. Oktober. Da sind wir schon den 16. Dezember, vielleicht in 2 Minuten. Hat eine Geschido-Karte gezogen. Und 2 Minuten später gibt es so einen Club Japanisch. Ja. Also, wir sind da wirklich ganz geflasht, natürlich auch die Hype, weil die noch können dann normale gezogen. Wir werden dann die 20 per Gott machen. Den Erik wird dann noch Hype, keine Angst. Der gesitzt, da war die Goldbox aus Japan schwenken. Also schon rüber. Das ist schon leider rüber, wir waren, ich gucke nach Kapitän, wir hatten ganz schön 20 Minuten, denke ich, aber ich gebe so, wir sind den 16. Dezember, wo das herauskommt, und die Köchtag, weiß ich nicht, die europäische Essen, das kann man ein bisschen Vergleich machen. Die können am nächsten Part raus, so dem Erik ein Merci, der hat halt da nicht gemacht, und dann ist schon halt dumm geschwärzt sozusagen. Weil du hast mir ja und davon, ne? Ja. Ich meine halt nicht mit Ja. Karten ab. Und ich denke, es hat auch Spaß gemacht, die japanische Variation zu sehen. Wir sind mal einfach am Gag. Nächstes Jahr wäre es um die noch wahrscheinlich Pokémon-Center selber auskam. Ja, genau, wir gehen Pokémon Center ein, Mann. Kleines Spoiler durch, und wir sollen nicht schnell nur gucken, Erik sieht auch erklärt, die. Ja, für uns Messe wird nur gucken an, wie gesagt, mega geil Set. Hatte ich schon nicht gedurcht, nicht erwartet. Wird Spaß gemacht, abzumachen. Cool. Mario, da bis nächste Freitag. Ciao, ciao. Ciao.